Moin Hautmmer immens Graf Nachrichten. Organisation Let's Rise Up, die komplett falsch behauptet, dass es zu Lützeburg strukturelle Rassismus gibt, huet fir eng Konferenz virtuelle qui n'est pas ouverte aux personnes blanches, mais à toutes les personnes racisées zu organisieren. Komm, wir gucken da mal, wen überhaupt strukturelle Rassismus definieren kann. A, es gibt ein Gesetz, das eine spezifische Gruppe Leute favorisiert, ergo die haben Privilegien gegenüber von anderen Leuten, und das auf Basis von ihrer Hautfarbe. Oder B, es gibt ein Gesetz, das eine spezifische Gruppe Leute diskriminiert, ergo diese Leute haben es dann viel mehr schwer auf verschiedenen Bereichen. Und das auf Basis von ihrer Hautfarbe. Ein Beispiel, recht ab 2018 dürfen Frauen aus Saudi-Arabien mit dem Auto fahren, für drun war es nicht erlaubt, es war illegal. Ergo, es gibt ein Gesetz, das gesagt wird, Frauen dürfen nicht mit dem Auto fahren, das heißt, es gibt eine Diskrimination vis-à-vis von den Frauen. Das Argument, das von der Präsidentin brucht wird, ist, dass halt auch an den 60er Jahren in Amerika während den Zivilbewegungen auch solch ethnisch basierte Gruppentreffen gemacht wurden. Ich konkludiere, dass Lützeburg heutzutage mehr krass rassenbezogene Probleme hat als Amerika an den 60er. Gesellschaft splicken, das ist der Mainstream von heute. Als Businessminister für Familie und Integration gesagt, kein Problem mit dieser Konferenz, nee, au contraire, Madame supportiert diesen reversierten Rassismus. Im Moment, das kann doch nicht stimmen, oder? Am essentiellen Artikel steht, Corinne Kahn évoque les effets bénéfiques de la non-mixité démontrés par la recherche en sciences sociales. Das war immer mehr verrückt. Toten ist immens, für allem für Minister für Familie und Integration ist der Toten eine komplett Sauerei. Das genau durch so ein Blicken, dass ihr gewissen Hass an den Vordergrund könnt und so ein Verhalten von unserem Minister, das einfach inakzeptabel. Am Essentials-Artikel steht sogar, dass l'ASTI, also l'Association de soutien aux travailleurs immigrés, ne se combat pas avec d'autres compartimentations, d'exclure qui que ce soit, chacun étant légitime pour lutter contre le racisme. Das ist das nächste. Safe Spaces an den Schulen, Safe Spaces an den Bussen, getrennt Toiletten für Weiß und Schwarz. Halt op mat dem Blödsinn. Doten ass immens geféierlech, wat es Leiit ma. Das Lesung, man sot ma wen rassistisch Bemerkungen gemacht huet, sot ma wen homophob agéiert huet, a mir versichen alles fir dis Persoun ze hannafroen, fir ze kucken, wat ze wirklich gesot huet, an fir ze kucken, ob dis Persoun wirklich rassistisch, homophob, tief diskriminär Tendenzen huet, an der prosekutéiere man dis Persoun. Ze soen, dats et Rassismus gëtt, ze soen, dats verschiedene Leiit vielleicht homophob sind, das bringt glatt auch gut nichts. Die muss konkret sein, für ein Problem zu erkennen und den aus der Welt zu schaffen. Genau so ist das DR. Wir agieren. Ne? Wir schwätzen nicht, wie gut zu klingen, wir schwätzen nicht, wie Empathiepunkte zu kriegen. Wir gucken, was das vorrecht und was können wir damit aufhängen. Also erstens halt auf mit dieser Splickung, mit dieser Rassensplickung, weil das ist genau das, was er gemacht hat. Und zweitens, als Adrenalin fordern wir, dass Madame Corinne Kahn diesen Kommentar zurückzieht, weil das wirklich einfach, das ist eine Sauerei und dann soll sich auch entschuldigen, für überhaupt so etwas zu supportieren, so eine Splickung von der Gesellschaft. Wir wissen, was eine starke Gesellschaft ausmacht und das sind halt starke Familien, starke Traditionen und starke Kulturen. Vielmals merci für ADR, Maximilian Voroshilo.